Das Fort Thüngen wurde in den Jahren 1732/33 erbaut und nach Adam Sigismund von Thüngen benannt, der 1733 bis 36 als Interimskommandant der Festung amtierte. Die Widmungsinschrift ist noch in der Fassade erhalten. In den Jahren 1836 und 37, also in preußischer Zeit, wurde der Kern des Forts, das sogenannte Reduit, vollständig umgebaut. Nach seiner Entkernung entstanden hier insgesamt 14 Kasematten für die sichere Unterbringung von 400 bis 500 Mann und bis zu 23 Geschützen. 3 Türme, zur Gewehrverteidigung eingerichtet, wurden hochgezogen und mit Eicheln verziert. Nach der Schleifung der Festung ließ der französische Landschaftsgärtner Édouard André im ehemaligen militärischen Sperrgebiet einen Park anlegen, den Park Drei Echelen. Zuvor war das Fort mit Ausnahme der Türme und der ersten Kasematte geschleift worden, in der sich heute der Empfangsbereich des Museums befindet. Der übrige Teil verschwand unter einer Pflanzendecke. Die Bewohner der Stadt Luxemburg hatten das Fort nach den 3 steinernen Eicheln getauft. Es war das einzige, was sie von den Stadtmauern aus im militärischen Sperrgebiet um die Festungsanlagen herum erkennen konnten. Zum Abschluss der Schleifungsarbeiten wurden die Eicheln vergoldet. So ist das Fort Thüngen als vielschichtiger Erinnerungsort ins kulturelle Gedächtnis Luxemburgs eingegangen. In den 1990er und 2000er Jahren wurde das Reduit Thüngen ergraben und aufwendig restauriert, um ein Museum für die Geschichte der Festung Luxemburg aufzunehmen. Seit 2012 hat das Musée Drei Echelen seine Türen für Besucher geöffnet.